Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife. Es ist schon ein Film von Amazon Prime für euch dabei, den aktuell auch ein bisschen dran mischt. Saltburn heißt der gute Film. Und werdet dann da geht, aber wenn mir der Film gefallen hat, dann erzählen Sie schon bei Filmlife. Ja, es ist schon mal ein Streaming-Film für euch dabei. Und ja, so ganz nach dem Radar lief der Film natürlich nicht. Emerald Fennell als die Regisseurin auf dem Film, die Regisseurin von Promising Young Woman, die mir auch sehr gut gefallen hat. Und das hat nur Saltburn gemacht. Und am Film Saltburn geht es um den jungen Oliver Quick, den ein Stipendium auf Oxford gekriegt hat. Er kennt aus relativ schwierigen Familienverhältnissen und ist ziemlich introvertiert und hat Probleme, Ausschluss und einer Schüler zu fangen. Durch einen blöden Zufall trifft ihn dann auf den extrem beleefden Felix. Und also der beleefteste Schüler auf der ganzen Schule, als jeder will irgendwie befreundet mit dem sind. Durch einen blöden Zufall treffen sie sich dann und sind dann auch relativ schnell befreundet. Und die Freundschaft geht halt immer mehr intensiv, bis dass der Felix den Oliver der Fred op einen netten Sommer bei seinen älteren Welt verbringen. So erwiderte Felix dann, ob du wir sind von seinen Eltern, und du musst Oliver feststellen, dass der Felix na Wahl aus ziemlich guten Verhältnissen kennt. Das riesige Uwesen als imposant und Familie relativ speziell. Und was die Sommer dann noch alles passieren wird, auf was das die Sommer ist, den Oliver niemals wird vergessen, das muss der dann auf Amazon Prime auch gucken. So, ich habe probiert, so wenig wie möglich zu erklären. Oder so wenig wie möglich zu spoilern, sagen wir mal so. Das ist alles relativ flu, wie ich das erklärt habe, aber gelebt mal. Das ist gut so. Das muss so sein. Ich habe mal den Film angeguckt und nonstop, nicht nonstop, aber der größte Teil vom Film, so zu stehen und drüber noch gedauert. Was ist das? Hey? Was gucken ich mal hier an? Ist das so ein Teenager-Drama? Ist das. Was gucken wir hier an? Weil die ganze Zeit, wir sehen nicht, das ist nicht greifbar, was der Film einem vermitteln will, auf was die Story ist, die der Film einem erzählen will. Da lief den so den Sommer zusammen mit Oliver an, ja, keine Ahnung, wo Trace hingeht, aber trotzdem ist alles irgendwie mega faszinant. Ich war und Bild gefesselt, weil der Film gesagt hat einfach ultra gut aus. Das ist wirklich ein Gedicht. Der Film ist. Also der fehlt erst wie an einem Dram-Szenario. Die Farben sind so wunderschön. Und die Kameraarbeit fängt das Ganze so ultra gut an. Das kennt ihr auch nicht von ungefähr, weil der Linus Sandgren den als Kameramann an vielleicht wird den einen oder den anderen kennen oder ich denke wohl nicht. Aber der Mann als auch Kameramann gewesen für den Damien Chazelle an seinen Filmen, wie zum Beispiel First Man, La La Land und Babylon. Und wenn ihr das bis weiß, dann müsst Saltburn Optik davon müsst Chancen. Also der Mann, also Bilder aufhängen kann, das muss ich wirklich so. Da ist auf jeden Fall ein mega Stärke vom Film und die andere Stärke sind die Schauspieler. Denn Oliver wird gespielt von Barry Keoghan und Mann, den ist dem ist das wirklich gut. Denn Oliver ist so gut nicht greifbar. Den ist so mysteriös und komisch. Und der spielt das so gut, dass ich einfach nicht weiß, wo ich mit dem Charakter hin soll. Mom vom Felix wird gespielt von Rosamund Pike. Und die ist auch grandios. Grandios. Die komisch. Ich finde es so verwirrt, aber ja, also einfach ein komisch. Frau, die auch mysteriös wirkt, dann den auch nicht so ganz versteht, was hier Intentionen sind. Zusammen mit Richard E. Grant, den dann ihren Mann spielt, den genauso also nicht greifbar ist, an eine Familie durchstellt, die ultra komisch ist. Das ist wirklich super, super speziell. Und die ganze Chemie zwischen den verschiedenen Schauspielern, das ist wie Zahnräder, die an den greifen. Das funktioniert bis an Detail. Und das macht so Spaß, den Leuten nur zu gucken. Mit den Szenen, wie sie angefangen gehen, auch wie die Leute das spielen, ist grandios. Grandios. Und dann vielleicht ein Mini-Spoiler zum Schluss, kommt eine Tanzszene, die legendär ist. Fantastisch. Und ich absolut gefeiert.
So, lo sinn ich jo nonstop umlöwen. Aber lo könnt mei ganz groß aber. Mir hunn groß Manko bei dem Film. An dat das so mo so de letzte Feiere. An dat das einfach Geschicht. Geschicht das zu 3 Feierels mega gut, weil ich net wees, wo hin soll, wat Geschicht von engem will. An da wann ihr net begreift, da flagt dat ganz so enorm auf. An dat das so traurig. Weil der Film lässt kein Mysterium op. Der Film erklärt euch alles bis an Detail. Und zwar ob die wohl langweiligst Erderweis, wie ihn das erklären kann. Und zwar einfach mal Dreck blenden. Aber es werde schon am letzten Sorem kritisiert, wo ich so, wieso kann ihn dann nicht einfach mal etwas und den Zuschauer auftreten, an dem ein bisschen Rätsel losen, an Nachdenken losen. Aber nee, es geht bis an Detail erklärt und geht nicht abgelost, wie das auch den an der Lästerei wirklich begreift im Detail gegangen ist. Und das ist so schön, der Film, den so ein Mysterium aufbaut und es dann so Platze lässt, das ist einfach enttäuschend. Weil dabei könnt dann auch noch, wie das all Mysterium abgelöst wird, wirkt die ganze Geschichte auch nicht so lebhaft. Das erklärt das so weit zurück, dass ihr irgendwann seht, es war weit hier geholt. Das wirkt konstruiert. Und wenn die Mysterien eben abgelöst wären, dann hat ihn als Zuschauer kein Rätseln, ab wenn verschiedene Momente aufhängen und ab wenn was ausgelöst wird. Ja, das hat viel mehr, der Film hat viel mehr mit dem gemacht. Das Problem ist so, wenn der Film fertig ist, dann denkt die weiter nicht mehr, was der Film noch. Dann ist das Thema aufgehakt. Und nicht mischt nicht, wie man denkt. Weil wenn ich auf Filme denke, die wirklich etwas mit mir gemacht haben, das sind das Filme, die noch lange bei mir am Kopf geblieben sind. Ich habe immer am Kopf einen Film vom Denis Villeneuve, den Arrival, die wirklich dem ich nach dem lang beschäftigt wird, weil ich darüber nachgedacht habe, was da alles passiert ist. Und eben auch die Filme von einem Ari Aster, die mich wochenlang beschäftigen. Und hier ist es dann halt einfach, es fehlt den sich stehen am Ende halt auch immer ein bisschen wie ein Idiot, weil er sich denkt, traut er die Leute wirklich null Schlussfolgerungen zu. Okay, natürlich werden verschiedene Detailer innergehen, Leute die Majorität wird sie eventuell nicht verstehen. Aber die Leute, die diese Werte verstehen, das ist viel mehr groß, das ist viel besser. Weil so fängt den an, sich an den Film ranzulesen und sich mal Film zu beschäftigen. Aber wenn er das gesehen hat, dass er den, okay, ja, so aufgehakt. Ja, fand ich zum Schluss konstruiert von, schön, war bis dahin ganz gut, lo fand ich nicht mehr so gut. Und wenn ich mir lange drüber nachdenke, würde ich mir denken, nee, die Geschichte ist immer mehr schlecht. Weil wenn ich wirklich mehr lange über Geschichte nachdenke, wird sie mir schlecht ist. Me los dir Stofuner aber lo net innerkräen, weil der Film als aber noch immer grundsolid, schauspielerisch, optisch, bis op den letzten Teil halt erzählerisch auch ganz cool, wenn sie zum Schluss nicht so verkacke gingen. Du wenn fand ich Saltburn als auf jeden Fall guckenswert. Das wird wahrscheinlich kein Film gehen, an den über den ihr nach an 30 Jahren schwätzen wird, wo ihr seht, Meisterwerk, aber das ist ein Film, den ihr ganz gut gucken kann. Und ja, wie gesagt, den nicht einfach wert ist zu gucken. Und ich denke, da ist alles erzählt über Saltburn. Erzählt mir ganz gerne in den Kommentaren, wie ihr den Film gefallen hat, weil dir davon erhält. Lost eure Gedanken do freie Lauf. Und ich ging so, und das war es dann mit dieser Episode. Und dann sehen wir uns bei der nächsten. Alle, ciao!